verlieren Charlie. Feind ausgeschaltet! Rappel dich wieder auf! Feind ausgeschaltet! Ich lade nach! Die Drohne steht. Salut zusammen, das ist der Rufus. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Diamonds Are Forever. Heute einmal mit der KSG, also eigentlich eine Shotgun, könnte aber auch unter Sniper gehen. Und zwar ist ja das nicht ein Shotgun so, wie wir sie kennen, von allen Zieldetailen, wo Close Quarter ist und ja, sondern die schießt den sogenannten Slug, das heisst eigentlich wie soll ich das erklären? Ein Schuss bestehend aus vielen Schrotkügeln, wo nicht wie in einer normalen Patrone dann auseinander geht, auf eine kurze Distanz, sondern die bleibt relativ lang zusammen, also bleibt immer zusammen, auf eine relativ grosse Distanz. Etwa so kann man sich das vorstellen, wie wenn sie so ein grösseres Päckchen an Schrotkügeln verschiessen, etwa so. Und ich habe mit dieser Waffe sehr lange nicht gespielt, weil ich eben gefunden habe, das ist für mich kein Shotgun. So. Ja, ich brauche ja etwas, das näher tötet und dann eine möglichst grosse Streuung hat, damit ich auch möglichst den Gegner mitnehmen kann. Und als ich sie dann aber musste machen, in Anführungszeichen, als ich dann mal mit der gespielt habe und mich auch ein bisschen daran gewöhnt habe, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen eine Angewöhnungssache bei dieser, oder Angewöhnungssache bei dieser Waffe, habe ich müssen sagen, eigentlich ist das fast eine meiner Lieblingswaffen geworden. Und zwar ist es einfach so geil, wenn man Leute wegsnipen mit einer Shotgun. Oder? Es passt ja nicht zusammen, aber es geht wirklich. Und der Anfangsclip ist ja dann auf Jemen. Es werden dann aber noch ein paar andere Clips reingeschnitten oder angehängt werden, die nicht alle Diamant sind. Aber es geht mir dort vor allem darum zu zeigen, Stärken, Schwächen, Besonderheiten von dieser Waffe. Und die haben sich dann halt alle so ein bisschen erspielt im Laufe der Zeit, wo ich sie eben auf Diamant gelevelt habe. Kommen wir einmal zu der Theorie. Und da gibt es einen speziellen Punkt, der mich immer wieder ja, sagen wir, fasziniert. Und zwar, wir kennen ja, Health haben wir 100%. Sie hat Max Damage von 200%. Also du bist gerade zweimal tot eigentlich. Also du bist doppelt Health besser, so. Also es ist ein Pump-Action mit 14 Schüssen Magazin und Extended Max kommen 20 Schüsse. Mein Damage ist bei 75%. Und Rounds per Minute ist sie die langsamste, aber es gibt ja nur noch eine andere Pump-Action, und zwar die Remington 870, ist mit 80 Rounds per Minute ein bisschen schneller, aber nicht wirklich sehr viel. So, One-Shot-Kill 45 Meter. Ich habe mir da immer ein bisschen Mühe, um mir das vorzustellen. Ich habe aber auf Hijacked, ich glaube, den Clip habe ich nicht mehr. Auf Hijacked oben drauf, also es gibt ja hier die zwei, sagen wir mal, Balkone. Und dort war auf dem einen Balkon einer und ich auf dem anderen. Ich mit der KSG, er mit irgendeiner anderen Waffe, keine Ahnung. Und ich ziele und schiesse, gebe ihm keinen Headshot und er stirbt One-Shot. Also das ist schon eine rechte Distanz, wenn man sich das mal vorstellt. Das ist eigentlich von Hauseingang zu Hauseingang dort, aber klar, der B steht halt dazwischen. Aber einfach so zum Vorstellen, das ist noch recht lang. Es werden dann auch noch Clips kommen, wo ihr seht, wie weit das wirklich ist. Und darum finde ich die Waffe auch so geil. Man kann wirklich auch Assault Rifles geil auseinandernehmen, wenn man ein bisschen Aim hat. Und das ist halt der grosse Punkt bei dieser Waffe. Aim braucht es extrem. Two-Shot-Kill 103 Meter. Und das wäre es dann auch schon gewesen. 3 Schuss wären dann endlos eigentlich. Der Reload ist ganz speziell. Ich werde euch den einfach so vorlesen. Das ist 0,82 Sekunden die erste Patrone, 0,32 die zweite, plus 0,62 alle anderen und 0,85 die End Reload. Also es sind 0,8 plus 0,3 sind 1,1, 1,7, ja, etwa 2,7 Sekunden zum Nachladen hat sie. Aber man hat ja auch 14 Schüsse oder Extended Max 20. Obwohl ich habe nie Extended Max gespielt. Wie ich sie spiele, ist immer gleich. Long Barrel, also langer Lauf. Und Red Dot, genau. Ich habe das Gefühl, ich ziele mit Red Dot noch ein bisschen besser. Also ich bin ein bisschen neuer. Ja, die Waffe macht mir extrem Spass. Ich sehe sie nicht so viel eigentlich
Multiplayer, ausser wenn ich mit dem Swiss unterwegs bin, der spielt auch immer mit Shotguns. Auch so ein Model Freak in MW3 wie ich. Aber das sprengt sonst den Rahmen. Wie gesagt, probiert sie aus, sie macht eben eigentlich wirklich Spass. Man muss sich daran gewöhnen, Entschuldigung, ich ein schnell reden. Man muss sich daran gewöhnen. Aber es ist wirklich, wirklich geil, wenn man da auf der Distanz einen wegholt. Und ich weiss, das erste Mal bin ich im Capture Flag von der gestorben, über eine extreme Distanz. Und ich habe einfach gefunden, was? Ein Shotgun, das kann nicht sein. Und das ist also wirklich geil. Was mich zum Teil dunkt ist, wie bei den Sniper, jetzt bin ich doch wirklich auf dem Gegner gewesen und der liegt und liegt nicht ab. Das kann zum Teil ein bisschen, ja, das Gefühl aufkommen, aber ich glaube, das war eine bisschen längere Episode gewesen. Ist auch sehr eine spannende Waffe und ja, mit dem hat es sich eigentlich gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Schönen zusammen.